Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Heute, diesmal zur Pressekonferenz nach dem dritten Champions League-Spiel gegen Club Brügge, 4:0 gewonnen und wir gehen rein in den Bums. Bevor wir das tun, ihr kennt's, hypen, liken, kommentieren, abonnieren. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Von daher vielen lieben Dank dafür und Abfahrt. Mach weiter, immer weiter. Da dauert es dann auch mal ein bisschen länger bis zum Ja. Beginn der Pressekonferenz. Aber kein Sicher. Problem. Jetzt sind wir da mit dem Cheftrainer. Dreh doch und er mal ist das bereit Mikro für auf, Alter. eure Fragen. Bitte schön. Wer möchte beginnen? Holen wir ein bisschen Zeit auf. Hier sehe ich Hanna Reif, pardon, für den Merkur und TZ. Ja, Herr Kompany, Sie haben wahrscheinlich schon viele Fragen zu Lennart Kahl heute beantwortet. Christoph Freund hat gerade gesagt, die sportliche Leitung wusste irgendwie vorher, dass er heute ein Tor schießen würde. Was hat Sie so sicher gemacht und können Sie uns den Jungen diese Unbekümmertheit auch noch mal kurz beschreiben? Danke. Ich weiß gar nicht, ob der noch so unbekümmert ist. Also ich glaube, Lennart trainiert jetzt 7 Monate schon mit uns, fast 8 Monate. Das heißt, die Jungs sind ihm gewöhnt und er ist die Mannschaft gewöhnt. Aber was er natürlich immer hat, ist, er ist torgefährlich. Also das kann man einem jungen Spieler schwer beibringen. Entweder hat man das oder nicht. Und er ist immer torgefährlich im Training, war torgefährlich in den Freundschaftsspielen, hatte ein bisschen Pech in seinen Minuten bis jetzt und hat heute seine Chance genutzt. Und natürlich habe ich nie diese Erwartung vor ganz jungen Spielern, dass die Leistungsträger sein müssen. Aber ich finde, dass seine Leistung heute solide war und dass er Tore machen kann. Das, glaube ich, ist ein Grund, warum er ein Bayern-Talent ist. Ja, mit solide gehe ich mit. Hat bei mir auch die 2,5 gekriegt aufgrund seines schönen Tores. Hat sonst noch mal 2 sehr, sehr starke Szenen gehabt. Hat dann sonst gut mitgespielt. Kombinationsspiel vorne. Hat auch mit nach hinten gearbeitet. So gut es ging auf jeden Fall. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Schritte in die richtige Richtung. Muss man jetzt aber auch nicht wieder überhypen. Ja, das sollte auch klar sein. Aber man sieht, dass man auf ihn bauen kann, auf jeden Fall, ja. Und ist wichtig, dass er immer wieder diese Einsätze kriegt. Ist wichtig, dass er dann auch die Chancen nutzt. Und dann ist er auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Weg bei uns. Gleich daneben Nikolaus Linner für die Bild-Zeitung. Hi Coach, noch eine Frage zu Lennart Kahl. Oh, er ist wieder da. Junge, warst du krank? Warst du im Urlaub oder was? Ist ja wild. Willkommen back. Die Fans beeindruckt ist, wie schnell er seine Entwicklungsschritte macht. Ja. Bundesliga, jetzt das erste Champions League-Tor. Es gibt schon die Ersten, die davon träumen, dass er vielleicht eine Option werden könnte für den WM-Kader 2026. Was trauen denn Sie persönlich Lennart Kahl in den nächsten? Also muss ich ganz ehrlich sagen, da saugt sich die Bild aus den Finger. Sorry. Also wenn es so einen einzigen Bayern-Fan gibt, der wirklich denkt, dass Lennart Kahl eine Option für den WM-Kader 26 ist, ja, sorry, dass ich das jetzt so knallhart sage, dann ist er nicht bei Trost. Punkt. So. Erstens wird er niemals diese Spielzeit kriegen, um überhaupt eine ernsthafte Option zu sein, weil das würde ja bedeuten, dass ein Olise oder ein Diaz draußen sitzen. Das wird nicht passieren. Ja, solange ein Jamal nicht da ist, solange ein Gnabry nicht da ist. Aber ansonsten ist er klar hinter diesen Spielern. Und du nimmst doch keinen Ersatzspieler von Bayern München, der jedes 4. Spiel mal anfangen darf oder sowas und jedes 4. Spiel vielleicht 30 Minuten hat oder so. Den nimmst du nicht mit zu einer WM. Alter. Bleib doch mal locker. Ja, also ist ja, ich denke, in der Offensive haben wir in Deutschland einige Optionen. Ja, und ich glaube, das ist eine Position, die nicht wirklich, wo es gerade nicht brennt, wo man sagt, boah, eine Ausnahme müssen wir unbedingt mitnehmen. Also, sorry, bleib mal auf dem Teppich. Ja, er hat jetzt ein Tor gemacht. Hallo? Ja. Ja, in der Champions League. Ja, ein sehr, sehr schönes Tor. Ja, hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Punkt. Ja. Wenn er das jetzt über 8 Wochen alle 3 Tage zeigt, ja, dann let's go. Dann kannst du so eine These aufstellen. Aber doch nicht nach einem so einem Spiel, Alter. Und dann stellt man sich dahin, ja, in den Kreisen der Bayern-Fans. Ach, halt's Maul, Alter. Dann sag doch einfach, ja, ist meine Meinung. So. Aber doch, nee, ey, ohne Scheiß, es kann doch nicht einen Bayern-Fan geben, der das ernsthaft in den Raum stellt, oder? Monaten zu und glauben Sie, dass das möglich ist, also den ganz Junge, großen Alter. Sprung?
zur Nationalmannschaft schafft? Yeah, I will answer it in English so I can be totally clear, So there's your job and my job. Your job, you will make him really big now. And you will Ja, ganz genau. hype him up because it's normal. It's a young player, German player with a fantastic performance and a fantastic goal today. So it's totally normal that people talk about him now. Ja, gut. Ich wollte gerade sagen, er hätte jetzt gesagt, totally normal, dass man ihn gleich in die Nationalmannschaft redet, dann. But I really, really believe in development. And development means that a young player will sometimes not play well. So he played against Hoffenheim. He didn't have the level that he had today. Yes. But today he played and he had the level he had in training, the thing we see in training all the time. The main thing for me is if Lenny doesn't play well, I will not all of a sudden change my mind. But if Lenny plays well, I will not all of a sudden change my mind. I think he needs time. What he has, and I want to be totally clear on this, what he has is he has goal threat. So every single time when Lenny's on the pitch, he can score a goal, even if he has a bad game. And now the next steps for him is to be consistent, have more good games and more often. And for this, he needs time, and then everything will be okay. Ja, gehe ich mit, 100%. Ja. 100%. Also, da gibt es auch nichts zu sagen. Wir haben die Leistung gesehen, wir haben die Leistung benotet. Ich denke, das können wir zu 100% unterschreiben, was Vinny da gesagt hat. Ja. Und mir geht dieses Gehype auch auf den Sack und immer viel zu schnell. Auf die andere Seite, Klaus Bergmann für die dpa, bitte. Herr Kompany, ich weiß nicht, ob Sie schon mal auf die Tabelle geschaut haben, aber wenn man schaut, auf den ersten 11 Plätzen sind eigentlich nur große, namhafte Clubs. Okay. Ist das Zufall oder würden Sie sagen, alle haben aus dem ersten Jahr mit dieser Ligaphase gelernt, dass man sich eben nichts leisten kann, wenn man unter die ersten 8 kommen will? Glauben Sie, ein Lerneffekt ist da? Ja, obwohl PSG nicht unter die erste 8 war. Und die haben trotzdem die Champions League gewonnen. Also ich weiß nicht, ob wir genau das gelernt haben, aber es ist schön so, dass man weiß, dass man in diese Spiele, gerade gegen Club Brugge, nicht viel liegen lassen kann. Einfach weil danach PSG kommt und Arsenal und man muss einfach alles, wo man kann, die Punkte gewinnen und dann hoffen. Aber ich glaube nicht, dass das alles entschieden wird für die Mannschaft, die unter die Top 8 kommt. Dass das dann eine Zahl ist, man gewinnt die Champions League. Und das hat letztes Jahr gezeigt. Und das wird auch dieses Jahr, glaube ich, nicht der allerwichtigste Faktor sein. Das Wichtigste ist, in die nächste Runde kommen. Und da haben wir heute eine gute Chance. Ja, ich verstehe dieses Gelaber auch nicht. Sorry. Ja, natürlich schön unter ersten 8, Blasel, Statement, so brauchen wir nicht drüber reden, ja. Kleiner Vorteil in der Auslosung, alles gut, ja, völlig fein. Aber dieses Gerede, ja, wir müssten uns unbedingt diese beiden Spiele ersparen. Nee, es ist völlig fein, selbst wenn du diese beiden Spiele hast, du musst halt vorher den Kader in der Breite mitnehmen, so wie wir es gerade einigermaßen tun. Man hätte heute noch ein bisschen mehr Spielzeit und früher vergeben können, definitiv. Und das musst du durchziehen, die Saison. Und dann ist es auch wurscht, ob du da eine kleine Extra-Runde drehst oder nicht. Schritt gemacht. Okay, ein letztes Mal Hannah Reif, bitte. In der Abwehr war heute auffällig, dass Conny Laimer und Rafael Guerreiro gleichzeitig auf dem Feld waren und Laimer trotzdem links gespielt hat. Können Sie uns diesen taktischen Kniff oder diese doch ungewöhnliche Maßnahme, wenn man auf die anderen Spiele schaut, wenn die beiden zusammen gespielt haben? Aber verstehe ich halt auch nicht. Ja? Auch völliger Tulux. Rafael Guerreiro hat letzte Saison die besten Spiele gemacht als Rechtsverteidiger. Die ersten, 6, 7 Spiele mit Kimmich super harmoniert, da hat er Rechtsverteidiger gespielt und nicht Linksverteidiger. Ja. Linksverteidiger hat er nicht, glaube eine gute Leistung gehabt, ansonsten war es alles mittelmäßig, was er als Linksverteidiger gezeigt hat. Erklären und vielleicht noch ein Wort zu Conny Laimer sagen, der 3 Assists gemacht hat und sowieso zurzeit Woche für Woche super spielt. Maschine! Again in English, if that's okay. Yeah, it's okay. It's only later I realized that this might be a topic. You know, I think I looked at the challenges for this game objectively,
So I will explain a little bit so that it makes sense. They're very man-oriented normally in all the games they've done, with the wingers to the fullbacks and with the fullbacks to the wingers. So Connie and Rafa played many games on opposite sides, and actually when they come inside the pitch, they behave like midfielders. So the left foot, right foot situation is not as important than if they were going always on the outside. And for that reason, I don't always think left foot, right foot. Das tun sie ja eh fast nie. Ja. Du siehst ja nicht einen Conny Leimer, der auf die Grundlinie geht, um eine Flanke zu schlagen. Wenn, dann geht er in den Strafraum auf die Grundlinie. Ob links oder rechts. Ja. Und da hat er recht, da ist der Fuß dann nicht ganz so entscheidend, als wenn du da irgendwelche Flanken reinschlagen sollst. I think more about, I wanted Konrad Laimer to be against Forbes with the speed 1 against 1. And then from that moment on, I don't care if Conny plays left or right, or Rafa left or right. Stanisic has played also left. So for them, it's quite easy to adapt. But I only realized later that this might be a topic. Yeah. Okay, last one from Belgium. Yes, please. Vincent, Nicky Hayden zei dat jij een voorbeeld bent voor coaches wereldwijd. In België is Nicky Hayden, the coach, said that you're a role model. Te waarderen. Wat doet dat dan met jou als je vanavond zo'n prestatie kunt neerzetten als Nicky Hayden achteraf jouw lof bezingt? And in Belgium, it's not always the case. It's not only about performance anymore. Dus je speelt ook een rol daarin. But yeah, of course, we hope to get credits for what we do. And it's great what Nicky did for Bruges already, and what he did so far. And I think that the development that he made is even more inspiring than what I did. And of course, I know the clubs that he's been working on before, and now he made it to the Champions League. Ik denk bij Bayern wordt de lat altijd hoger gelegd. Vandaag hebben we gewonnen, dat is oké. Maar Bayern are used to winning pretty much all of the time. But of course, we don't want to stop here because we've been in a great form, and it's nice to be a role model, but this is not something I think about. Hans van Aken, you hugged him, and what did you say actually? Well, I'm a big fan of Hans. He's a great guy, and I've said that many times. And especially in the second half, he was one of the best players in Bruges' team. And he was trying to limit the pace that we were trying to get on the pitch. But of course, yeah, he's someone who could play in the top 4 in the Bundesliga, in one of those teams, I'm sure. But really, yeah, I admire Hans, and he's very intelligent on the pitch. I'm a huge fan. And that's why I am always happy when I see him. And he's like an artist on a football pitch. Okay, vielen Dank zusammen. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao. Good night, ey. Nochmal ein paar Lobeshymnen auf den gegnerischen Trainer und gegnerischen Spieler. Muss ja auch mal sein, ne? Ist doch völlig fein. Leute, spät. Rot-weiße Grüße gehen raus. Habt eine schöne Restwoche. In diesem Sinne, Hovi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind wir allein, weil sie eines sind.